Das Hummerl schickt sein Bärle zum Doktor und der findet außer, dass er einen leichten Zucker hat. Der Gerstl nimmt sie von Hubert eine Maschinenleier, wo er die Tierenlava damit aufsaugen kann. Und mit der versauen sie die Kirchleitner einer Hirber. Die Männer bauen sie einen Schwitzkasten, so wie die Indianer. Aber die Blutshitzen halten es nicht lang aus und machen da Sauferei draus. Die Weiber halten es auch nicht lang aus, schön Gerstl taugt es. Der Patrick lässt sich fotografieren für einen Reklamefilm von einem Gesicht, wo er so kreislich schmeckt, dass er speien muss. Also geben sie ihm statt den einen anderen Punch, wo gerade so ausschaut. Danach möchte Kathi für einen Narren halten und sagt ihrer, sie muss für einen Reklamefilm einen Käse essen. Schließlich streiten sie drum, wer der bessere Rapper ist und singen gegeneinander und der Roland tut auch mit. Mit einem Schneidshadern von Papst Benedikt selben putzt das Hummerl einen Träg auf, weil es nicht weiß. Und das Bärle wischt seine fettigen Bratzen ein. Und Kathi schneidet seine Rotsglocken ein. Wie es dahinter kommen, was das für ein heiliger Fetzen ist, genieren sie sich recht. Aber danach stellt sie außer, dass der ganze Hadern ein Schwindel ist. Der Flori läuft der Anna über den Weg, wie es gerade schon hoch an der Zeit ist und bringt es ans Spital und ist dabei, wie es mit dem Kind niederkommt. Danach sieht auch noch die Ururi sein Ururenkel, bevor das mit der Kindsmutter nach Köln zurückfährt. An Brei, sein Putzwei, muss zurück in seine Heimat zu den Perser und drum sammeln sie Unterschriften, dass da bleiben darf. Schließlich meint der Sascha, sie sollte halt einfach an Martin heiraten.